Ja, viel Zeit ist vergangen, seit Sam das erste Mal die Stimme von Gott in der Nacht so richtig klar wahrgenommen hat. Er war damals noch ein kleiner Bub und Gott hat mit ihm direkt angefangen zu reden, wie der damalige Priester Eli und seine Söhne ihre Herzen von Gott abgewendet haben. Aus dem Sam ist ein Mann ganz nach Gottes Idee geworden. Und wo der Eli gestorben ist er der Richter über das Volk und die Stämme der Israeliten geworden. Er hat viel erlebt auf seinen vielen Reisen durchs Land. Oft war er auf das klare Reden von Gott angewiesen gewesen. So hat er grosse Erweckungen erlebt, aber auch Momente, wo das Volk nicht mehr auf Gott hören wollte. Jetzt ist er alt geworden und die Zeit ist gekommen, um sein Richteramt weiterzugeben. So hat er seine Söhne, den Joel und den Abia, als Richter eingesetzt. Aber wie so oft kommt auch das Mal wieder alles anders. So gut, wieder in der Kirche zu sein, in dieser Kirche da, euch da zu sehen oder andere, die mich sehen, egal in welchen Locations wir sind, egal in welchem Land wir gerade sind, durch Christus sind wir verbunden. Das ist fantastisch. Ich liebe es, dass wir einmal mehr im Ersten Testament sind. Ich liebe das Wort mehr, Erstes Testament als Altes Testament, weil für mich ist es eben nicht alt. Für mich hat das Erste Testament in meinem Leben ganz einen grossen Impact. Es hat mein Leben immer wieder in der Spur hineingehalten. Das ist für mich dermaßen entscheidend, das Erste Testament. Die Lebensbilder, so, es ist für mich das Bilderbuch, oder? Wo mir so vieles zeigt, was Jesus dann auch sagt, aber so in Bilder verpackt. Und ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, wenn ich nicht mit so einer Leidenschaft gern würde die Menschenleben verfolgen und schauen, was haben sie gut gemacht, schauen, was haben sie schlecht gemacht, wo sind sie gescheitert, wo sind sie erfolgreich gewesen. Und so freue ich mich sehr, dass wir in dieser Samuel-Serie oder Sam-Serie sind. Der Samuel ist alt geworden und jetzt sind seine Söhne am Drücker gewesen, das Volk zu richten. Was war denn die Aufgabe vom Richter? Erstens einmal den Menschen ein Leben von Gott hervorzuleben, Gottes Gedanken, gute Gedanken zu übermitteln, bei Streitigkeiten fair zu urteilen und in militärischen Interventionen vorauszugehen. Aber schon die Söhne vom Eli sind daneben gewesen, und so auch die Söhne vom Samuel sind alles andere gewesen als geistliche Vorbilder. Die Folge davon lesen wir im 1. Samuel 8, 4-5. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel, kamen nach Rama zu Samuel und sagten zu ihm: Sieh, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richtet, wie ihn alle Nationen haben. Das Volk Israel war anders gewesen, anders geführt, anders geleitet, hat andere Gebote gehabt als die Völker rundherum. Aber offensichtlich hat das nicht funktioniert, weil ihre Vorbilder anders gelebt haben und sie haben gesehen in ihren Vorbildern, das Leben mit Gott kann nicht funktionieren. Und darum haben sie nicht mehr wollen, den Gott als König haben, sondern sie wollten sein wie die anderen Menschen rundherum. Und da möchte ich ganz kurz einen Einschub machen. Geht es manchmal einigen von uns nicht auch so in die Jesus-Nachfolge? Wir kennen vielleicht so Jesus-Leute, vielleicht auch Leiterinnen und Leiter in christlichen Diensten, weltweit oder in der Schweiz, Priester, Pfarrer, Pastoren, die nicht das leben, was Jesus gelebt hat. Und irgendwann fragt man sich, funktioniert denn überhaupt das Leben im Jesus-Style? Das Leben in seinem Gebot, funktioniert das überhaupt? Und so Enttäuschungen und so Ernüchterungen, haben mir auch schon Geschäftsleute gesagt, es ist gar nicht einfach, Christen anzustellen. So Enttäuschungen und Ernüchterungen halten uns von etwas ab.
Nämlich von dem, was die Bibel sagt, dass wir uns ausstrecken nach diesen guten Geboten von Gott. Und die Enttäuschungen lassen uns statt ausstrecken, noch so ein bisschen winken, aber nicht mehr glauben, dass der Weg, den uns Christus zeigt, in seinen Geboten, das wirklich ein guter Weg ist. Aber zurück zu unserem Text, ein bisschen weiter, Kapitel 8, ab Vers 6. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richtet. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sagte zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sei. So wie sie immer getan haben, seit dem Tag, an dem ich sie aus Ägypten führte, bis zu diesem Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie auch dir. So gehorche nun ihre Stimme, doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Gott hat es anders wollen. Gott wollte König sein über sein Volk. Und Gott wollte durch Richter, durch einfache, bescheidene Männer und Frauen, mit denken der Deborah, das Volk führen. Aber sie haben nicht wollen. Sie wollten sehen wie die anderen. Und Gott hat dem Samuel gesagt, es ist ein höherer Preis. Und der ist da ausgeführt nachher, wo das Volk wird zahlen, wenn es sein wie die anderen. Der Samuel ist wieder zum Volk gegangen und hat gesagt, okay, Gott sagt ja, wenn er unbedingt will, ist gut. Aber es gibt einen höheren Preis, den ihr zahlen müsst, und hat den Preis ihnen vorgelegt. Aber die Antwort war Vatergrad von den Stammesführer, 8, 19 bis 20. Nein, sondern ein König soll über uns sein, damit wir wie alle Nationen sind. Sie haben unbedingt sein wie alle anderen Nationen rundherum. Sie haben satt gehabt, so ein bisschen speziell zu sein. Sie wollten sein wie die anderen. Und das sind wir bei uns. Sein wie die anderen. Christ sein ja, christliche Programm ja, mindestens teilweise, wenn es gerade reinpasst, aber trotzdem leben wie der Mainstream. Ich kann das so leben, wie ich will. Du kannst leben, so wie du willst. Denn Gott lässt frei. Gott ist Liebe. Und Liebe lässt immer frei in den Entscheidungen. Das sehen wir schon am Anfang im Paradies. Die Liebe von Gott hat Menschen frei gelassen, sich zu entscheiden für ein Leben nach dem Gebot oder gegen das Gebot. Nur jede Entscheidung hat ihre Folgen gehabt und Menschen müssen sie tragen. Gott ist Liebe. Und ein Ausdruck von dieser Liebe ist Freiheit. Und so wie sie unbedingt einen König haben wollen, hat Gott gesagt, okay, dann gebe ich ihnen einen König. Aber sie werden den Preis dafür zahlen. Gott ist Liebe. Ein Ausdruck von dieser Liebe, Freunde, ist Freiheit. Was sagt Jesus dazu? Wir schlagen auf das Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Baff. Das ist ein Vatergrads Wort. Wer meine Gebote hat, also wer meine Gebote kennt, sagt Jesus, und sie hebt und tut, umsetzt in seinem Alltag, der beweist mit dem Umsetzen, dass er mich liebt. Und ganz ein bisschen später, 2 Vers später, doppelt er nochmal nach. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und jetzt noch etwas, was nicht auf dem Screen ist. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht.
Das Erkennungszeichen, sagt da Jesus, sehr gerade in seinen Abschiedsreden. Das Erkennungszeichen, wenn wir Jesus lieben, ist, dass wir seine guten Gebote tun. Wie können wir sagen, wir lieben Jesus und leben nicht nach seinen Geboten? Weil wenn wir Jesus lieben, dann glauben wir, dass seine Gebote gut sind. Dann glauben wir, dass der Jesus-Style-Leben gut ist. Dann vertrauen wir ihm, dass er uns nichts wegnimmt, sondern etwas gibt, indem wir uns ausstrecken nach dem Leben in den Jesus-Spuren hinein. Die Frage ist jetzt, was heisst das? In unserem Text hat es geheißen, und der Vater wird ihn lieben. Jetzt haben wir doch immer gehört, Gott liebt alle Menschen, er liebt uns auch, wenn wir versagen. Um was geht es denn schlussendlich? Liebt er jetzt uns nur, wenn wir alles richtig machen? Oder eben wenn wir gar nichts? Um was geht es? Ich weiss nicht, ein paar von euch älteren Leuten, oder da innen, wie ich bin, mögen sich noch erinnern an die langen Röcke bis zum Boden runter. Möglichst dunkel und Halleluja-Zwiebeln da. Andere haben dem Brudersuchgerät gesagt. Halleluja-Zwiebeln mit dem Netzli, oder? Und wenn du so in Gottesdienst bist, dann war es okay gewesen. Und sonst. Oder bei uns, unsere Kirche, wo wir frisch zum Glauben gekommen sind, meine Frau und ich, und meine Frau so richtig on fire war, oder? Ins Luisli gekommen, oder? Und sie hat gesagt, aber Erika, wieso hast du Hosen an? Das liebt der Herr Jesus nicht. Das ist wie Feuerwehr, oder? Gewusst, Christen können sie wie die Feuerwehr, haben das gewusst? Ins Feuer rein und geht ablöschen. Meine Frau war völlig zerstört. Verstört zumindest. Schau, es geht überhaupt nicht um Äußerlichkeiten. Vorhin habe ich gesagt, dass ein Ausdruck von der Liebe von Gott ist, uns Freiheit zu geben. Und da sagt Jesus, dass der grösste Ausdruck von unserer Liebe zu ihm ist, aus dieser Freiheit heraus seine Gebote zu halten. Darf ich es nochmal wiederholen? Der Ausdruck von der Liebe von Gott, einer von diesen Ausdrücken ist Freiheit, Freilassen. Niemand, der echt liebt, ist vereinnahmend. Und Gott liebt echt. Und Jesus sagt, einer der grössten Ausdrücke oder Beweise, dass wir ihn lieben, ist, dass wir aus dieser Freiheit heraus seine Gebote halten. Was sind denn seine Gebote zusammengefasst? Jesus fasst zusammen und sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so die konzentrierteste Aussage, Zusammenfassung, wo man nachher verdünnen muss, wo man nachher anschauen muss, was heisst es? Gott lieben von ganzem Herzen und der Nächste wie dich selber. Jesus hat es uns vorgelebt, wie es geht. Wir können ihm abschauen, wie das geht. Und wir können lesen im Wort, wie das geht. Und so ein Leben unter dieser Herrschaft, ich nenne jetzt einmal das Wort, das man heute gar nicht mehr gerne hört, so ein Leben unter dieser Herrschaft, unter dem König, unter dem Jesus, ist nun mal anders als der Mainstream. Punkt. Ist denn so ein Leben eingrenzend? Also ein Leben auf dem Jesus Trail, auf dem Jesusweg, in diesen Fußstapfen von dem Jesus zu laufen? Ist es denn eingrenzend, sich auszustrecken? Ja, es kann eingrenzend sein. Wenn du um jeden Preis dich selber willst verwirklichen, ist das Jesus-Leben wirklich einengend. Und ja, wenn du alles möchtest ausleben,
was man gerade so tut und dir verlockend scheint, ist eine konkrete Jesus-Nachfolge im Alltag wirklich einengend. Und ja, wenn du lieber herrschen als dienen möchtest, dann ist es Jesus-Leben spielverderbend. Und ja, es gibt wirklich Situationen, und jetzt sind wir bei allen von uns, wo so ein Jesus-Leben scheinbar schwierig drin passt. Man findet, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Das kann jetzt nicht funktionieren. Zum Beispiel in Erbschaftsfragen. Da gibt es die christlichsten Familien, oder? Und wenn es sich um den Kohle geht, oder? Da gibt es keinen nachher. Was Vergebung anbelangt, was Annahme anbelangt, was Treue anbelangt, was einfach Situationen anbelangt, der Jesus-Teil zu leben, ist dann dermaßen unpraktisch, unaktuell, nicht erstrebenswert. Und genau dort kommt die Nagelprobe. Lieben wir den Jesus so, dass wir, weil wir in der Freiheit sind, bereit sind, das, was er sagt, umzusetzen, in ihm und in meinem Leben. Freunde, wenn wir nach dem leben, und ich weiss jetzt, ich predige nichts Neues heute, aber schau, es ist nicht das Neueste, was hilft unserem Leben. Ich tue mir ja die Predigt selber auch halten. Verstehst du? Wenn du willst, dass das Leben von dir zum Blühen kommt, wenn du willst, dass das Leben von deinen Mitmenschen zum Blühen kommt, dann streck dich aus nach diesen guten Weg von Christus Jesus, unserem Herr. Wenn du willst, dass nicht nur dein Leben Platz hat, sondern dass die anderen Menschen um dich herum auch Platz haben, sich zu entfalten, dann streck dich aus nach dem Jesus-Leben, weil du vertraust, dass es gut meint. Hey, ich bin so oft in meinem Leben an Weggabelungen gestanden. Sicher so viele Weggabelungen, wie du auch stehst oder gestanden bist. Und ich werde noch viel so Weggabelungen stehen, wo ich die Frage auf mich zukommt, will ich in dem Jesus-Style-Leben drin hineingehen? Will ich eine Jesus-Entscheidung fällen? Glaube ich, dass es gut meint? Will ich mich da unterordnen? Oder will ich den anderen Weg gehen, weil es scheinbar der einfacher ist, weil es scheinbar mehr Fun verspricht, weil es scheinbar mehr Entfaltung verspricht? Schau, wir sehnen uns so nach einem prallen Leben, oder? Und wir stehen so in der Gefahr immer wieder, dass, weil wir das pralle Leben suchen, die Weichen anders stellen. Nur das Problem vom prallen Leben ist es, dass es irgendwann verjagt, weil es zu prall ist. Ich habe so viele Menschen gesehen, scheitern. Wir haben so viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die scheitern. Und ich lese es immer wieder, weil ich wissen will, was sind sie gescheitert. Da hat es Könige gegeben, einen nach dem anderen. Und die Könige haben ein Königsgesetz gehabt, wo schon Gott dem Mose gegeben hat. Bevor es Könige gegeben hat, Gott hat ja gewusst, dass sie mal Könige haben wollen. Und es ist so kurz, das Königsgesetz. Lies jeden Tag Gebot von Gott. Gang nicht auf Ägypten runter, geh Ross holen und nimm dir nicht viele Frauen. Punkt. So wenig. So hätten sie es gewusst. Und so viel sind gescheitert. Ich habe es all die Jahre erlebt,
Gott sei Dank, manchmal in letzten Minuten, noch die Weichen Richtung Jesus-Style gestellt haben. Und wenn ich heute zurückschaue, kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Auch wenn ich teilweise schon auf die andere Seite bin, einmal drum gejumpt bin, letzte Sekunde. Ich weiss, es ist auch eine Gnade, dass ich es erkannt habe, das weiss ich. Aber ich habe mich mal entschieden dafür, mit aller Mangelhaftigkeit, verstehst du, das ist, ich mache Fehler, jetzt, ein paar denken vielleicht gerade, ja Hannes, ich weiss nicht, wo du denn hast und überhaupt. Alles klar. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht ums Willen, es geht ums Glauben, es geht ums Vertrauen. Ich habe noch eine Frage von grosser Tragweite. Was lebst du als Mutter, Vater deinen Kindern vor? Oder was lebst du als Großmutter, Großvater deinen Enkel vor? Lebst du ihnen vor, dass das Jesus-Leben funktionieren kann? Oder du sagst, das überlasse ich der Kirche. Ich schließe Geld in die Kirche und die sollen schauen, dass meine Kinder dann wissen, wie es läuft. Vergiss es. Du kannst die beste Kirche suchen, die du überhaupt willst. Wenn du es nicht in deinem Alltagsleben, auch in den Schwierigkeiten, auch im Zerbruch hinein, deinen Kindern das nicht vorlebst, dann fehlt ihnen ein ganzes Fundament. Was sind Prioritäten, die die Kinder bei dir sehen? Was sind Prioritäten, die die Enkel, die das Götti-Mädchen, Götti-Bub bei dir sieht? Lasst uns kurz träumen. Wie würden unsere einzelnen Leben aussehen, wenn wir uns konsequent nach dem Jesusweg ausstrecken und ein so gut es geht leben? Wie würden unsere christlichen Familien aussehen, wenn wir miteinander so umgehen, mit dieser Ehre, mit diesen Prioritäten, mit dieser Annahme, mit dieser Vergebung, die uns Christus lehrt? Wie würden unsere Kirchen aussehen in der Schweiz? Freie- und Landeskirchen. Wenn ganz viele Menschen würden aufstehen und anfangen, sich ausstrecken, konsequent nach dem zu leben. Wie würde sich unsere Nachbarschaft verändern? Wie würde sich vielleicht unser Arbeitsplatz verändern? Ich träume davon. Und ich leide so oft darunter, dass wenn es um die Nagelprobe geht, dass dann oft so wenig rum ist von dem. Oft so wenig rum ist von dem. Freunde, lasst uns träumen. Und lasst uns in der Freiheit uns ausstrecken. Ist denn so ein Leben im Jesus-Style überhaupt anmächerlich? Oder ist es gerade ablöschend für andere? Ich erlebe seit Jahren, dass Menschen, die wirklich ein Jesus-Style leben, so gut es geht, dass das Leben anmächerlich ist. Es macht sogar ein bisschen eifersüchtig. Wir sind das 15. Mal ins gleiche Hotel gekommen. Ich glaube nicht, dank dem Zeug, das im Moment ist, haben sie mich nicht umarmt. Das ist positiv, das ist aber glaube ich, das einzige Positive. Aber ich kann euch sagen, das ist... Die Leute haben aufgeschnauft. Ihr seid da. Es ist anders. Und wir sind jetzt auch nicht immer die Einfachsten. Das sagen sie jedes Jahr. Und mit jedem Jahr mehr. Da grüßt mich der Security, geht fast ab im Töffel runter. Dann kommt die Putzfrau. Calimera.
Es ist so wie ein Heimkommen. Sie haben so Freude, sie fühlen sich so geehrt. An der Bar, alle. Alle. Und der Doktor, oder? Der das letztes Jahr gesagt hat, du musst mir den Unterschied sagen zwischen eurer Religion und meiner Religion. Da stimmt etwas nicht. Seit Jahren beobachte ich euch und ihr seid anders. Jede Reise, die ich mit einer Gruppe habe, ausser Israel, die haben so viele komische Christen dort, die sich schon lange abgrenzen. Aber auf jeder Reise sonst, im Juni mit 44 plus, da fragen mich die Leute immer im Hotel, wer sind ihr? Was ist mit euch los? Auf dieser Vietnamreise, die verschiedenen buddhistischen Reiseleiter, was ist mit euch los? Oder Families, die sich ausstrecken nach dem Jesus-Style. Wir haben das auch versucht bei uns, mit allen Fehlern, versteht ihr? Und trotzdem haben sich die Schulgespendli bei uns so wohl gefühlt. Warum denn? Es war so ein Nest, wo wir hinkommen konnten. Verschiedene junge Erwachsene, die über Monate oder ein Jahr, 1,5 bei uns gewohnt haben, weil sie sich wohlgefühlt haben. Weil es die Zuhause war. Wir haben auch gestritten. Aber vielleicht ein bisschen anders. Oder im Berufsleben, als Einkäufer. In Asien sage ich immer den Nettopreis von so und so vielen Container Home Trainers. Dann sagt er einen Preis, sage ich, nein, ich will den Nettopreis wissen. Dann sagt er nochmal den gleichen Preis und ich sage nochmal den Nettopreis. Spiele 4, 5 Mal und irgendwann verjagt es der andere und sagt, du willst ja nachher doch noch Geld hindurch. Sage ich, nein, ich will keinen Stutz hindurch. Ich glaube an Jesus und ich will ehrlich sein. Und jetzt sagst du mir den richtigen Preis. Und dann kommt es. Ich wollte kein neues Schlafzimmer daheim. Ich wollte keine Ferien auf den Bahamas, gar nicht. Das hat mir so viel Achtung entgegengebracht. Dass ich dort unten Partner gefunden habe, wo, wenn es um die Sache gegangen ist, dass Lieferengpässe gegeben hat, dass sie zuerst meinen Auftrag gemacht haben. Weil sie gewusst haben, wie ehrlich ich bin. Sie das sonst nicht erlebt haben. Einfach nicht. Oder am Morgen in Asien, wenn die Einkäufer, Geschäftsleute runtergekommen sind mit dem Lift, immer eine Begleitung von einer Asiatin. Und ich allein runtergekommen bin, mich manchmal die Leute gefragt haben, warum hast du da niemanden, so, der der Miete ist für ein paar Tage? Freunde, in vielen Begegnungen habe ich angefangen, einen Unterschied zu machen. Nicht, weil ich muss, sondern ich weiss, wie Jesus Menschen liebt und ehrt, egal was für einen Job sie haben. Im Restaurant, in der Bedienung. Und ich ihnen herzlich danke und eine grosszügige Trinkgeld gebe. Der Mann dieser Frau am Flughafen die Scheisse putzt. Und ich kann nicht rein und sollte trinken. Das ist schon passiert. Das ist im Fall noch blöd. Aber ich danke, dass sie den Job machen. Jeden Morgen, wenn ich durchs Aldemar Hotel gelaufen bin und diesen Frauen zugeschaut mit ihrem Besseli, habe ich ihnen gesagt, ich danke ihnen viel mal, was sie da machen. Und dann schauen die Gesichter an. Beim Einkaufen, im Laden. Freunde, wir können einen Unterschied machen. Es klingt alles so klein, aber es hat eine Wirkung. Wie es eben das Jesus-Style-Leben ist. Weil eben Jesus jedem Menschen Ehre gegeben hat. Jedem und jeder. Wir haben in Griechenland immer schwerstkranke Leute dabei. Kurz vor dem Tod, wieder eine Frau mit Krebs. Vielleicht noch einen Monat, vielleicht ein halbes Jahr. MS und weiss ich was alles. Freunde, sie sind so wert.
Und sie erleben bei uns Annahme. Sie erleben, dass sie gleich viel wert sind wie alle anderen Menschen auch. Wir haben einen Autist dabei, er kommt seit über 10 Jahren, immer. Immer. Er ist nie allein. Ob schon lange mich auch nicht an. Aber er fühlt sich wohl in einer Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Macht's Mut. Macht's Mut. Sich aus dieser Freiheit heraus, die uns Gott lässt, zu binden, freiwillig, an das Jesus-Leben. Amen. Ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet. Jesus, wir stehen vor dir. Es ist gut, vor dir zu stehen. Es ist gut, dich zu kennen. Und ich preise deine Gebote. Und ich sage heute vor allem, Jesus, du sollst mein König sein. Ich will nicht sein wie der Mainstream. Ich will mich ausstrecken in aller Fehlerhaftigkeit. Ich bete um eine Sehnsucht unter uns Christen. Sehnsucht, einen Unterschied zu machen. Danke dir, Jesus. Ich liebe dich. Ich liebe dich und ich vertraue dir. Amen. Wir haben hier in der Parkarena auch ein Gebetsteam heute Morgen, das ihr gerne hingehen dürft. Wenn ihr in unserer Location draussen sind, in der Übertragung, schön sind ihr gleich gekommen, schön sind ihr da, ihr gehört zu uns dazu. Ihr habt dort eure Hosts, eure Gastgeber, die gerne für euch beten. Und sonst kann man auch über das Internet, natürlich über den Button unten, sich an uns wenden für Gebet. Wir beten gerne für euch. Wir tun gerne partnern mit euch. Partnership zusammen beten. Und jetzt kommt eine der ganz wichtigen Zeiten im Gottesdienst. Jetzt stimmen wir ein in Worship im Himmel oben und werden Teil davon.